Den französische Präsident Herr Macron hat gestern envisagéiert für westlich Bodentruppen Territoire von der Ukraine anzusetzen. Es gouf natürlich noch viel diskutiert, was kein direkt gemengt sind, da zuerst also genre Assistance militaire, maintenance aber kein Truppe au combat. Mit dat wat bis lo ausgeschlossen gouf. Ich erinnere just an die Diskussionen, die man hatten Umfang von der Kriegssituation, die man do hatten. Du hast direkt gesagt, es gibt keine No-Fly-Zones, die von der NATO über der Ukraine gingen angerichtet gehen, weil der Risiko von der Konfrontation zwischen westlichen Truppen und russischen Truppen viel zu viel groß wäre. Wir sind aber auch bei Bodentruppen an die Logik von der Eskalade an dem Krieg, die geht immer vier. Die hat gestern auf jeden Fall an den Medien dazu zitiert gehen, das wäre für Lützeburg, und ich zitiere noch einen Wortartikel, zurzeit keine Option. Bon, das ist mal gut zurzeit. Aber trotzdem kommen daraus eine ganze Reihe Fragen. Das erste ist, Herr Staatsminister, könnt ihr uns von Schliff sagen, wie dann ist mit einer Präsenz von der Lützeburger Armee an der Ukraine, wenn die zurzeit, nicht wie zurzeit ist, mir vielleicht noch einer gewisser Zeit, könnt ihr klar sagen, dass wir kein Lützeburger Militär an der Ukraine ersetzen, wenn es nicht so lange eine Kriegssituation da besteht. Die zweite Frage, das fand dann nur für Frankreich oder wie irgendeine andere westliche Staat oder alliierte Staat von uns, von den Truppen an der Ukraine hätten, an die gingen in der Kriegshandlungen mit russischen Truppen verwickelt gehen, wäre das für ihr ein Fall, wo den Artikel 5 von der NATO ging vorkommen oder nicht. Die dritte Frage, als du nicht eine Vermischung zwischen einer Kriegs- und Friedenssituation immer mehr evident, gerade so wie bei der Lieferung von Langstreckenraketen oder bei Konfiskation von russischen Bienen, sieht er, dass eventuell eine Vermischung ist, und ich schließe auf mit einer vierten Frage, also dann nicht ganz klar, dass man die Stimmigkeit an der Europäischen Union an der Außen- und Sicherheitspolitik nicht dürfen abgehen, weil sonst als der Bemol den Herr Macron oder Herr Scholz, die dezidieren, wie die Lützeburger Truppen angesagt gehen. So nicht, merci. Merci, Herr Karteiser. Der französische Präsident, dann ist sie nicht sein Sprechen, hat mänglich gesagt, auch an der Sitzung, wir müssen noch gucken, was geschieht haben. Vielleicht denke ich an einem Jahr, an 2 Jahren. Aber lo kurzfristig, da waren wir uns alle gut eins, müssen wir mehr für die Ukraine zu unterstützen. Mehr heißt Material zur Verfügung stellen, wir müssen mehr Munition zur Verfügung stellen. Auch verschiedene Länder müssen auch Mittel an Langstreckenmissilen zur Verfügung stellen. Die das nicht tun, wie wir, die müssen natürlich mehr finanziell kontribuieren. Und ich meine, das ist eine Pflicht, eine moralische Pflicht von uns, weil ihr kriegt da geht es um Sicherheit, da geht es um Stabilität an Europa. Die Lützeburger Regierung hat nicht die Intention, zu diesem Zeitpunkt Soldaten an die Ukraine zu schicken. Und ich präzisiere dadurch, so ein Beschluss könnte sowieso nicht mehr von einer internationalen Organisation auf Basis von einem juristischen Mandat geholt gehen. Das wäre am Kader von der NATO, das wäre vielleicht am Kader von der Vereinten Nationen oder der Europäischen Union. So eine Decision leitet im Moment überhaupt nicht dich. Aber keiner kann heute sagen, was an ein paar Monaten der Fall ist. Wir haben an den letzten 2 Jahren rund 190 Millionen um militärische Hilfe gegeben. Das ist 16% vom Budget von der Défense. Wir werden am Budget, den an den nächsten Tag deposiert wird, nach einer substanziell finanzielle Hilfe und die Ukraine machen. Aber wir werden, wie gesagt, in dem Kader auch zusätzlich Material direkt und indirekt liefern, das ist notwendig.